Wo kann dein Spruch hier? Eng froh, die auch da wär das belicht zu gehen, an dat natürlich mit diesem Spruchspezialist Lex Roth. Wo ein Spruch hier kennt, ist gerade so interessant, wie sich zu fragen, wie es dann zu der englischen Spruch zum Beispiel kommen muss. Es geht hier aber nicht darum, wissenschaftlich tief an die barbarisch große Sprachkurve zu gehen, die sich über Jahrtausenden zum Beispiel auf den asiatischen und europäischen Kontinente gefällt, anheinst du auch eitel gemacht wird. Ganz sicher sind Sprachen von hier rundherum, lasst man mal die von der EU holen, aus dem asiatischen Osten hingelaufen. Wir denken da an Indien, Pakistan, Afghanistan, Persien und so weiter. Das ist aber nicht vergisst, ob heute geschieht. Wer hat sich über Hunderte von Menschengenerationen gezogen? Die hat vielleicht weil von Gotisch oder Ostro, Visigotisch hören oder gelesen. Von allem aber von Germanisch, ganz sicher auch von Romanisch. Und damit kommen wir dann auf unsere Lützeburger Terrain. Die Frage lo, wie das da mit der Kälte gewesen ist. Von denen haben wir auch Spuren auf unseren 2600 Quadratkilometer, aber wirklich nimmer platzweise, mit klein oder Großrechter. Sprachlich höchstens an enger Party Flöher nehmen, aus denen ja auch Wirtschaftsneben entstanden sind, zum Beispiel Künzig, Esch. Mir deutlich findet das Keltisch als gaelisch oder nach an der Bretagne. Dem Wales, Irland, Schottland, zu so an Länderecken, an denen die Römer sie herausgedrückt hatten. Könnt ihr bald so, dass jedereen herausgepucht hat, wie die all die anderen dann herausgeschubbt hatten, als natürlich immer von dem, wofür tun, etwas hängen geblieben. Auch Konstruktionen, Straßen, und natürlich Sprachliches. Lützeburg leidet gelungenerweise hochgenäh ob einer Kreuzung, wo die Franken, also Germanen, Römer an der Süde geschoten. Aber sprachlich ist nicht alles hei verloren gegangen.